Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, als erstes wollte ich mich gerne bedanken, alle Leute, die gestern noch da waren. Entschuldigung, dass ich nicht für die komplette Premiere live dann mit dabei war. Aber es war lustig auch mit euch. Ich hoffe, ihr hattet Späße. Ich hoffe auch alle anderen Leute, die sich später dann angeschaut haben, hatten Späße. Ich bin momentan ein bisschen on fire mit der ganzen Reini-Nummer. Ist ein bisschen diese ganze kreative Energie, die sich so aufgestaut hat über die Zeit, wo jetzt wenig frisches Met kam. Die sprudelt jetzt gerade so ein bisschen aus mir raus und das ist schön, das ist eine nette Ablenkung zum tristen Alltag. Und ich hoffe, diese Ablenkung kann ich euch auch bieten. Egal, ob ihr das jetzt irgendwie, keine Ahnung, während der Arbeit, auf dem Scheißhaus, beim Duschen oder zum Einschlafen anhört. Genau. Nächster Punkt, was viele Leute gefragt haben, Serial Talk hat mich inzwischen auch schon angeschrieben. Er hat ja in einem seiner letzten Videos gesagt, ja, dass wir noch, dass er das auf dem Schirm hat. Wir schreiben jetzt mal wegen Kooperation. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird höchstwahrscheinlich auch dann irgendwann kommen. Kann auch ein paar Wochen hin sein, aber wird kommen. Und an alle Leute, die entweder noch nicht bei Serial den Abo-Button ausgeschmaßt haben oder die das oder die deabonniert haben, weil sie gedacht haben, dass er nicht mehr wiederkommt, so bitte nochmal rübergehen, bitte Abo-Button nur drücken und dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Richtig. Und dann wäre erst einmal alles gesagt. Wir hatten jetzt die kurze Unterbrechung aufgrund des Streamens, der meiner Meinung nach dringender zu besprechen war, als hier diese Universums-Podcast-Nummer. Und jetzt gehen wir aber weiter wieder in das Universum. Also wir sind jetzt bei seinem Podcast Folge 4, Glaube und Universum. Der Podcast heißt Mein Universum, Folge 4 heißt Glaube und Universum. Finde den Fehler, Rainer, finde ihn. Ganz ehrlich, das kann doch, du hast auf der Dulli-Schule sicher auch Deutschunterricht, oder? Bei sowas würde doch um dieses und Universum der Lehrer einen roten Kreis machen und daneben schreiben, überflüssig. Wiederholung. Wurscht. Er und Lernen in der Schule, wissen wir Bescheid. Er hat das ganze Ding, ich habe das jetzt gerade kurz Soundcheck gemacht, anscheinend jetzt wieder von der KI einlesen lassen. Vielleicht hat er es gemerkt, dass beim ersten Versuch die Geschichte da selber einzulesen, dass das vielleicht keine so gute Idee war. Aber nichtsdestoweniger, der ganze Bums dauert 16 Minuten. Er hat dann auch noch irgendeine Bonusfolge rausgemeldet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die danach noch mache. Aber wir hören uns jetzt erst einmal diese 16 Minuten und 42 Sekunden geistigen Dünnpfiff an. Und dazu, ich hab euch Herr Schmankerl mitgebracht. Damit ihr nicht hier auf diesen hässlichen Döner-Dullikopf permanent schauen muss. Ich habe Rainers perfekte Frau gefunden. Die perfekte Frau. Unterkiefer und alles mit dabei. Hier, bitte sehr. Ja, gerade aus dem Internet gezogen. Ihr kennt das Meme, ne? Das ist She Drunk, keine Ahnung. Das war die qualitativ beste Aufnahme, die ich finden konnte. Und dieses Meme ist ich liebe so viel daran. Okay, Leute. Dementsprechend braucht hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch heute auf. Mir ging an einer. In Rainer. Hallo zusammen. Heute möchte ich im Podcast etwas ansprechen, Grüß dich, Rainer. das ich gerade in den letzten 2-3 Tagen oft gefragt wurde. Ob du noch alle Latten am Zaun hast. Aber als erstes einmal, danke für die vielen positiven Worte. Oh ja, wenn ich das schon wieder höre. Und ich bin mir sicher, es gibt viele positive Worte. Es gibt die Leute, die jetzt wie die Bluthunde auf der Hatz sind. Ne? Die sich denken, dieses Mal bin ich der Typ, der das game-definierende Meme erzeugt durch meinen Leak. Ja?
dieses Mal bin's ich. Und jetzt schön die Lippen anfeuchten. Ja, es muss eine Hinterseite geleckt werden, damit wir schön auf seinem Discord uns frei bewegen dürfen. Lasst uns aber direkt beginnen. Als erstes eine Anmerkung. Ich habe in der letzten Folge bereits mehrere Nachrichten bekommen, in denen ihr euch gewünscht habt, dass ich meine normale Stimme verwende. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, wenn das jemand gemacht hat, dann war das so, um 100%ig zu verifizieren, dass es tatsächlich du bist. Aber wie gesagt, dafür brauche ich da echte Stimme nicht. Weil es sich besser anhört. Ich bin nicht der Meinung, werde aber versuchen, es zu berücksichtigen. Da der Podcast aber vor allem als... Ja, herzlichen Glückwunsch, Anna. Die haben dir gesagt, würdest du bitte deine echte Stimme benutzen? Du sagst, ja, ich werde versuchen, das zu berücksichtigen. Hast aber in der letzten Folge deine echte Stimme benutzt und in dieser wieder nicht. Also wenn du versuchst, das zu berücksichtigen, warum ist das hier wieder von der KI vorgelesen? Zusätzliches Informationsmedium benutzt werden soll und ich, wenn ich spreche und das aufnehme, trotz Skript immer zu sehr abschweife, ist mir das so lieber. Denn so komme ich schnell und... Habt ihr mitgekriegt, oder? Die kleinen Lügen, die fallen oft unter den Tisch. Ja. Trotz Skript. Ja, weil Rainer, du dir ein Skript machst. Ey, Leute, versteht mir falsch, ich mache mir ganz, ganz selten Skripte hier. Ja, ich habe einmal so ein Skript gemacht über so Breaking News und nochmal irgendwas. Aber das meiste wird hier aus der Hüfte geschossen. Das ist auch mehr meine Kernkompetenz, muss ich sagen. Also klar, da verhaspelt man sich ein bisschen, manchmal hat man ein bisschen Wortfindungsstörungen oder sowas. Und der ein oder andere Joke, denkt man sich danach, hätte man besser machen können. Oder man hat irgendwas überhört, was er da sagt. Aber es ist einfach mehr so mein Gusto. Ne? Einfach auf den Punkt und kann es gegebenenfalls leicht korrigieren. Soweit nur als Anmerkung, Glaube und Universum. Einige scheinen zu glauben, dass mein Glaube und mein Universum zusammenhängen. Ich bin froh, dass ich... Ja, Rainer, weil du das so kommuniziert hast, Rainer. Ich suche jetzt das Zitat nicht raus, ihr werdet es finden, dass du gesagt hast, ich bin mir fast sicher, dass das O-Ton ist. Hängt's mir nicht dran auf. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das O-Ton ist mein Universum existiert, weil ich daran glaube. War das O-Ton? Hat das genau so gesagt? Und jetzt sagt er, ja, mein Glaube und mein Universum, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. gesehen habe, Reini Luke, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. dass auch einige richtig gelesen haben und erkannt haben, dass das eine mit dem anderen nur minimal zusammenhängt. Am besten fange ich... Das hängt nur minimal zusammen. Das ganze Universum existiert ausschließlich, weil du daran glaubst, aber es hängt nur minimal mit deinem Universum zusammen. Das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, dieses ungeborene Kind, irgendwie 8., 9. Monat, hängt nur minimal mit der Mutter zusammen. Das ist... Oh Mann. mit dem Glauben an und erkläre hier nochmal im Detail, was ich damit meine. Habe ich bereits erwähnt, dass ihr euch Häuber aufreißen sollt? Wenn nicht, jetzt ist die letzte Chance. Mein Glaube ist, dass jeder in der Lage ist, seinen eigenen Himmel zu schaffen. Oder auch seine eigene Hölle. Die meisten von uns machen das unterbewusst. Jetzt hat er mehr oder weniger den Filmtitel gesagt. Also jetzt bin ich 100%ig sicher. Ich habe es ja die letzten Male schon erwähnt, dass er höchstwahrscheinlich diesen Film gesehen hat. Und das ist ein Film, der Rainer, glaube ich, aus genau den falschen Gründen anspricht. Ne? Weil der Film hat so einen unterliegenden Pathos, ist bei dem Thema, glaube ich, unvermeidlich. Und ich glaube, das ist das, worauf Rainer sich komplett fokussiert. Weil Rainer muss immer alles Pathos haben. Ohne Pathos geht es nicht. Ja?
Und den ganzen Rest, worum es eigentlich in diesem Film geht, wenn du den Pathos rausnimmst, so, wo es eigentlich darum geht, wird er nicht verstanden haben. Meist, wenn sie an eine bestimmte Religion glauben. Um es einfacher zu erklären, der Glaube, den ich habe, hängt stark damit zusammen, dass ich glaube, dass jeder, der Bücher schreibt, Filme macht oder auf andere Weise eine Art paralleles Ereignis zu der uns bekannten Realität schafft, damit schon in gewisser Weise ein zusätzliches Universum erschaffen hat. Boah, ich hoffe doch nicht, dass das so ist. Ich hoffe es wirklich nicht, dass das... Leute haben kranke Scheiße geschrieben. Ich bin ein großer Howard Phillips Lovecraft-Fan, aber ich möchte mir nicht vorstellen, dass es die Welten aus den seinen Büchern tatsächlich gibt, weil das wäre ein Albtraum, wäre das. Das wäre schlimmer als Reinis Universum. Wohl. Das kommt auch wieder drauf an. Das kommt auch wieder drauf an. Einfach als großer Alter wiedergeboren oder so. Wäre auch mehr oder weniger unsterblich und kann machen, was sie will. Oder eine parallele Welt. Ich bin offensichtlich auch nicht der Einzige, der auf diesen Gedanken gekommen ist. Nee, wie gesagt, ich habe das vorher schon mal erwähnt in einem meiner vorherigen Videos. Es gibt einen Haufen Spinner da draußen, Rainer. Es gibt einen Haufen Spinner. Du bist da nicht alleine. Also die Menschheit hat Gebäude gebaut, wo wir die reintun. Wenn die der Gesellschaft ein bisschen zu gefährlich werden. Vielleicht sollst du mal vorbeischauen. Du findest da sicher Gleichgesinnte. Das ist ein super Rekrutierungsbüro für dein Universum. Geh doch da mal hin. Ne? Auch wenn ich vermutlich der Erste bin, der danach seinen Glauben ausrichtet. Gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren kommen, besonders in Animes, oft die sogenannten Isekais vor. Ah, das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Ich habe es sogar gegoogelt. Ich habe es nicht verstanden. Aber Reini hat es vielleicht verstanden. Vielleicht kann er es mir jetzt erklären. Aber wie gesagt, ich habe mich in der Vergangenheit oft sehr despektierlich über Animes geäußert. Und dazu stehe ich auch. Wie gesagt, es ist halt nichts für mich. Aber wenn ihr da Gaudi dran habt, wenn ihr das geil findet, so, hey, you do you, alles gut, ne? Ich stehe auf Dinge, die ihr scheiße findet. Ist immer so, ne? Aber deswegen brauchen wir nicht extra unser eigenes Universum machen. Ich glaube, der Großteil von uns könnte sogar in einem und demselben Universum nach unserem hier irdischen Leben zusammenleben, ganz, ganz cool miteinander sein. Im Gegensatz zu Reini. Ich glaube, Reini wird niemanden finden, der da cool mit ihm ist. Gehen dahin. Spätestens nach ein paar Wochen gehen die den Weg allen Irdischens in diesem Zusammenhang und werden zu Hatern und zupfen sich. Und dann höchstwahrscheinlich in unser Universum. Und einmal die Woche trifft man sich in unserem Universum und geht rüber und rüttelt am Tor von Rainers Universum. Ach, das wird schön. In denen der Protagonist oder die Protagonistin in eine andere Welt gelangt, nachdem sie in der Realität, also unserer Welt, stirbt. Dort laufen viele Dinge anders, als sie es gewohnt sind. Ich glaube, ich habe es tatsächlich, zählt das dazu, obwohl die Person stirbt. Ich habe sehr wenig Animes gesehen in meinem Leben, aber ich habe, glaube ich, die erste Staffel von, ist das Overlord gesehen? Da ging es um irgendeinen riesen MMORPG, was irgendwie abgeschaltet werden soll und der Typ ist dann in irgendeine Welt gekommen und war dann irgendwie sein Charakter aus dem Spiel. Ist das das Ding? Ist das dieses Konzept, was er gesagt hat, Isekai? Jetzt, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich habe Zero IQ in der Nummer. Ich habe mir das angeschaut, weil ich den Anime tatsächlich halbwegs unterhaltsam fand. Und der gab gerade zufällig auf Amazon Prime und ich war krank und hatte nichts Besseres zu tun. Oft wird es wie in Videospielen dargestellt, mit richtigen Menüsystemen, aber nicht immer. Im Allgemeinen gab es das aber schon viel früher. Im Jahr 1993 kam der Film Last Action Hero raus. Rainer, über den Film haben wir doch jetzt schon gesprochen. Ist auch ein guter Film. Der kam perfekt raus, um mich 100%ig abzuholen. Ne? Aber sollte man jetzt nicht irgendwie seine eigene Realität darauf aufbauen. Es ist halt, schalten Sie das Hirn aus und genießen Sie. Im Übrigen, der Typ, der Tywin Lannister gespielt hat in Game of Thrones, spielt damit. Ja, und da
spielt er irgendwie einen spookigen Creep. Das kann er anscheinend gut. Ich habe mir sagen lassen, dass der privat der korrekte Dude sein soll. Darin ist der Junge durch eine Zauberkarte in den Kinofilm gelangt, den er angeschaut hat. Und interessant daran war außerdem, der Hauptcharakter im Film, den er angeschaut hat, wusste nicht einmal, dass er in einem Film ist. Denn für ihn war es sein Leben. Das ist jetzt vermutlich etwas sehr ausgeschweift. Um es abzukürzen, wenn ihr ein Buch schreibt, einen Manga oder Anime macht oder auf ähnliche Weise etwas erstellt, schafft ihr ja damit auch Personen, die man fiktive Charaktere nennt. Für diese ist das aber real. Jedenfalls normalerweise wissen die Charaktere nicht, dass sie in einem Film sind. Du stellst dir Dinge als Tatsachen hin, das ist ja wild. Also ihr habt da was geschrieben. Und das ist jetzt real. Was? Sind wir dann in der Argumentationskette irgendwie, haben wir da nicht ein paar Schritte übersprungen? Das ist dieses typische Geschwurbel. Ja? Die fangen an mit irgendwas, wo die Leute noch mitkommen können, so, und dann wird von einem Schritt auf den anderen wird's komplett irre. Und die hoffen einfach, du merkst das nicht. Aber die machen es meistens nicht so plump wie er, aber das ist ja so. Nein, oder weiß ich nicht, oder zeig mir, wo steht das, dass das so ist? Keine Ahnung. Ist so. Die sind jetzt einfach real. Hast du was geschrieben, ist real. Fertig. Das gibt natürlich lustigerweise Ausnahmen. Jetzt heißt es sicher gleich, ja schon, aber das ist ja alles von jemandem in der realen Welt erschaffen. Darüber kann ich nur lachen, denn ich frage dich, was ist real? Für dich ist dein Leben real. Das, was du siehst. Real, das ist eine Supermarktkette gewesen, die es nicht mehr gibt. Rainer. Schmeckst, fühlst, etc. Aber wer sagt denn bitte, dass ein Anime-Charakter nicht auch dasselbe sieht? Ich. Rainer, solltest du mir beweisen können, dass ein ausgedachter Anime-Charakter reale Gefühle empfinden kann, gebe ich dir alles, was ich besitze. Alles. Unter wissenschaftlichen Bedingungen möchte ich von dir den Beweis haben, dass ein erfundener Anime-Charakter ganz normale Gefühle hat. Reale Gefühle, die man messen kann. Kriegst du alles, was ich habe. Diskussion beendet. Universum vorbei. Halt dein Maul, Rainer. Wenn ihr einen Film schaut, geht ihr davon aus, dass, wenn ihr den Film ausmacht, die Geschichte nicht weitergeht. Und für uns ist das so, denn es ist fiktiv. Oder jedenfalls sehen wir es so. Ja, ist richtig, Rainer. Dann gibt es halt noch Fanfiction und so. Das gibt es manchmal besser, manchmal weniger gut. Ja? Also ich mag Fan-Theories, aber ich fände Fanfiction behindert. Weil Fanfiction ist so übergriffig, dass man sagt, so, ich liebe das, ist mein absolutes Lieblingsfranchise. Der Mensch, der das geschrieben hat, ist ein absolutes Genie, aber ich glaube, ich kann das besser. So, das ist Fanfiction für mich. Und da denke ich mal, Maul, schreib halt einfach deine eigene Geschichte. Fan-Theories finde ich lustig. Ja, einfach so Gedankenspiele machen. Was wäre gewesen, wenn? Ich wollte mal mit einem Kumpel irgendwie einen Podcast machen. Mal schauen. Wenn du sagst, keine Ahnung, in Game of Thrones, was wäre gewesen, wenn Robert Baratheon nicht von dieser Wildsau getötet worden wäre? Wie wäre die Geschichte dann weitergegangen? Und das so ein bisschen spinnen. Aber ich würde den Teufel tun, mir anzumaßen, irgendwelche Dialoge zwischen diesen Charakteren zu schreiben, die George R. R. Martin erschaffen hat. Erstens, weil ich keine Dialoge schreiben kann, wie die 99% der Leute, die diese Fanfiction machen. Und noch dazu, weil ja eben, das ist ja das Ding mit diesen Charakteren, die nur in George R. R. Martins Kopf existieren. Ja, das heißt, jemand anders kann für die gar nicht sprechen. Weil sie nicht real sind. Aber wenn bei uns jemand abschaltet, merken wir es ja vermutlich. Nicht einmal. Genau so ist das auch bei diesen. Jedenfalls nach meinem Glauben. Glaube und Universum. Zusammenfassung. Ich glaube, dass wir genauso unecht sein könnten, wie es für uns die Figuren in Filmen, Serien oder anderen fiktionalen Welten sind. Ja, das wäre wirklich deine Traumvorstellung, Rainer.
Das ist das Ultimative, ich kann ja gar nichts dafür. Der Autor der Geschichte, in der ich bin, ist einfach ein Hater und der mag mich als Charakter nicht und deswegen hat er mich so geschrieben. Ich kann überhaupt nichts für. Gar nichts kann ich dafür. Die Autoren sind einfach Hater. Wir haben es jetzt wieder mit den Autoren. Rein auf den Trichter sind wir schon lange gekommen. Dass das, was du da fabrizierst, das kann nicht real sein. Das muss irgendein Skript sein, das jemand geschrieben hat. Rainer, doch, wir sind jetzt beieinander. Jetzt habe ich dich verstanden. Einwandfrei. Okay, können wir weitermachen. Alles ist schlecht, die Autoren sind Arschlöcher. Let's go, Rainer. Wir alle erleben nur das, was wir wissen, sehen und fühlen. Genauso wie fiktive Figuren nur innerhalb ihrer Welt existieren und mit dem arbeiten, was ihnen dort zur Verfügung steht. Nur weil wir etwas als nicht real einstufen, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich nicht real ist. Ja, das kommt jetzt drauf an, wovon wir sprechen. Ne? Das kommt jetzt drauf an, wovon wir sprechen. Also kann zumindest bei so Göttern und so schwierig. Aber ich kann zum Beispiel sagen, Homer Simpson ist nicht real. Ne? Homer Simpson ist eine von Matt Groening erfundene Zeichentrickfigur. Fertig. Punkt. Also, das empfinde ich nicht so. Das ist Fakt. Und du kriegst schon wieder irgendwie Fakten und Wissenschaft und Bauchgefühle kriegst du schon wieder durcheinander, Rainer. Realitäten können unterschiedlich. Aber das ist auch so eine Sache. Ne? Also Bauchgefühle und Realität und Fakten durcheinander kriegen, das ist ja modern heutzutage. Ich glaube, auf TikTok gibt es niemanden, oder kaum jemanden, der das hinkriegt. Ne? Sein. Und vielleicht sogar gleichzeitig existieren. Ich glaube fest daran, dass unser Geist zu viel mehr in der Lage ist, als uns bewusst ist. In anderen Posts und Podcast-Folgen habe ich es schon einmal angesprochen. Ich spüre in mir selbst eine Kraft. Für mich ist das der Beweis. Rainer, das sind Blähungen. Er will weniger von diesem komischen Fertig-Asia-Fraß fressen. Dann geht die Kraft von alleine weg. Dass meine Seele stärker ist als mein Körper. Und dass sie zu viel mehr fähig ist, als wir in unserem physischen Dasein oft annehmen. Dabei unterscheide ich zwischen zwei Welten. Die körperliche Welt... Nee, Rainer, wirklich, ich enttäusche dich wirklich ungern. Es liegt wirklich am chinesischen Essen. Ne? Einfach, vielleicht Kaffee trinken oder sowas, dann kommt die Seele von ganz alleine hinten wieder raus. Ne? Welt, in der wir leben, sehen, handeln und die spirituelle Welt, die viele als rein fiktiv abtun. Aber manche von uns, mich eingeschlossen, spüren diese spirituelle Welt auch körperlich. Sie ist nicht nur ein Gedanke oder eine Vorstellung, sondern ein Teil unserer tiefsten Erfahrung. Kurz zusammengefasst, mein Glaube ist umfassender als nur ein schlichtes Ich glaube, also bin ich. Ein kleiner abgewandelter... Nein, dein Glaube ist, ich glaube, also ist es so. Es ist nicht, ich glaube, also bin ich, sondern dein Ding ist, ich glaube, also ist es so. Ich muss mir meine eigene Realität schaffen, weil die eigentliche, wirkliche Realität ein Hater ist. Satz von Ich denke, also bin ich. Aber mit viel größerer Bedeutung für... Ja, und viel einfacher für dich durchzuführen, weil Glauben deutlich einfacher ist als Denken. Und wir wissen alle, Denken ist jetzt nicht unbedingt Reiners Kernkompetenz. So, da ist es doch viel bequemer, wenn man sagt, ich glaube, also bin ich. Passt doch. Oh, meine Fresse. Rainer, bitte. Ich predikte jetzt und hier, es wird irgendwann so richtig diese Verschwörungs-Dulli-Staffel geben. Wenn er sich dann in irgendwelche krassen Verschwörungstheoretikerkreise begibt und dann mit denen irgendwelche Geschichten erzählt. Und dann, das wird bottom-down gehen, bis hin zu Flat Earth und hast du nicht gesehen, Echsen, den ganzen Scheiß. Ne? Hundertprozentig. Und wahrscheinlich ist der Gateway dahin, ist wahrscheinlich Uwe. Der kennt sicher einen Haufen von diesen Leuten. Für das, woran ich glaube. Der Kern meines Glaubens. Ich glaube, wenn ich bewusst ein Universum erschaffe, dann existiert es auch. Und wenn ich in dieser Welt hier sterbe und daran glaube, dass ich in jenem Universum wiedergeboren werde, was sollte mich daran hindern? Mein Glaube, dass ich mein eigenes Universum erschaffen kann, ist nichts anderes als der Glaube anderer an Gott und sein Himmelreich. Oder, je nach... Ja, richtig, genauso Hanebüchen, Rainer. Es ist genauso Hanebüchen.
dem welcher Religion man folgt, an eine andere Welt nach dem Tod, was mein Universum betrifft. Damit kommen wir zu einem Punkt, der manche verwirrt hat. Es gab so... Welcher, Rainer? Sehr, sehr viele Dinge von dem, was du in den letzten Wochen jetzt wieder vom Stapel gelassen hast, haben mich maximal verwirrt. Sogar einen Kommentar, den ich gerne vorlesen möchte. Hallo Rainer, diese Folge war eine sehr schöne Erfahrung. Eine Frage hätte ich. Mir ist noch nicht so klar geworden, warum man laut deinen Vorstellungen in dein Universum dann eintreten sollte, wenn man auch die Möglichkeit hätte, eins selbst nach den eigenen Ideen zu erschaffen. Ding, 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 ding. Richtig. Jackpot. Warum? Alter, jetzt bin ich gespannt. Rainer, verkauf mir dein Universum. Warum soll ich lieber in deins gehen, als mein eigenes zu machen? Du hast offensichtlich noch 10 Minuten und 29 Sekunden. Let's go. Habe ich das richtig verstanden? Was spricht genau für einen Beitritt in dein Universum? Viele Grüße. Was hier vielleicht missverstanden wurde. Mit meinem Blog und Podcast versuche ich nicht Anhänger zu finden, die in mein Universum eintreten wollen. Doch, Rainer. Doch. Du hast ja gesagt, vielleicht sind ja hier einige Leute, die dann auch in mein Universum kommen wollen. Wenn du das nicht wollen würdest, dann würdest du doch nicht ins Internet einen Blog und einen Podcast setzen, in dem du den Leuten dein Universum wässrig redest und dann sagst, ja, vielleicht sind ja ein paar Leute von euch da, die in mein Universum mit rüberkommen wollen. Oder? Das ist doch offensichtliche Rekrutierungsmaßnahme, die du da betreibst. Und jetzt sagst du, nee. Wenn der Eindruck entstanden ist, dann, das ist eine sehr politische Aussage gerade wieder, gell? Wollen. Ich möchte lediglich meinen Glauben vorstellen. Nicht, dass ihr automatisch daran glaubt Ja, Rainer, ich hätte gedacht, der Glaube und das Universum haben überhaupt nichts miteinander zum Tor. oder meinem Universum beitretet. Wer meinem Glauben folgen möchte, muss nicht mein Universum übernehmen. Du hast es richtig erkannt. Du kannst, wenn du willst, dein ganz eigenes Universum erschaffen. Das, was ich in meinem Blog oder Podcast Ja, then off we fuck, do our own universe. Warum? Warum sollte ich sonst in deins kommen? über mein Universum erzähle, ist genau das. Mein Universum, so wie ich es mir selbst aufbaue. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, hey, das gefällt mir. Dorthin möchte ich, wenn mein Leben hier vorbei ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Du darfst das gerne so für dich entscheiden. Aber du kannst genauso gut meinem Glauben folgen und dein eigenes Universum erschaffen. Oder du wählst einen ganz anderen Weg, zum Beispiel den christlichen Glauben und das Himmelreich Gottes. Mein Glaube schließt andere Religionen nicht aus. Im Gegenteil. Er soll dir die Freiheit geben, an das zu glauben, was für dich richtig ist. Du kannst deinen eigenen Weg gehen oder dich mit anderen zusammenschließen und gemeinsam ein Universum erschaffen, das euren Vorstellungen entspricht. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr wollt. Ein kleines Nebenuniversum dann machen, wo man dann mal hingehen kann, wo jeden Tag Schanzenfest ist oder so. Wenn jemand in mein Universum eintreten möchte, dann ist diese Person den Regeln unterworfen, die dort gelten. Aber, und das ist mir wichtig, Ja, und die Regeln, die sind übergriffig und absolut nicht tolerierbar. Deswegen wird niemand in dein scheiß Universum kommen wollen. jeder kann mein Universum jederzeit wieder verlassen, wenn er oder sie das möchte. Es zu betreten ist ohnehin nicht ganz einfach, dazu werde ich ein andermal mehr sagen. Aber eines ist klar, in meinem Universum gibt es Regeln, genauso wie in dieser Welt hier. Der Unterschied ist nur, dass ich diese Regeln dort selbst bestimmen kann. Und ich kann sie jederzeit verändern, denn in meinem Universum bin ich derjenige, der es erschafft und lenkt. Ich bin derjenige, der hierher geht und das Universum erschafft, ja. Viel Spaß in deinem Universum, Rainer, wird eine einsame Zeit werden. Wichtig ist noch eines. Nach meinem Glauben ist es nicht möglich, die Seele eines anderen in einem Universum festzuhalten. Wenn jemand gehen will, kann und darf er oder sie jederzeit gehen. Denn die Seele ist frei, nichts und niemand, nicht einmal Götter, können über sie bestimmen. Was ich mir für mein Universum wünsche. In meinem Universum möchte ich so leben können, wie ich es hier auf Erden gerne getan hätte. In Frieden, Harmonie und ohne unnötigen Stress. Ja, das hättest du haben können hier auf Erden, Rainer. Du wolltest es nicht. Du hast dich bewusst dagegen entschieden, in Frieden und Harmonie und ohne unnötigen Stress zu leben. Du hast dich bewusst dagegen entschieden.
Das Leben ist im Grunde schön, aber es gibt viele Dinge, die meiner Meinung nach überflüssig sind. Besonders psychische Belastungen oder negative Gefühle wie Hass, Neid, Eifersucht und Hass ist Hass ist keine Emotion, gell? Sowas. ähnliche, die Leid und Frustration bringen. Es gibt so viele schöne Dinge, die das Leben angenehm machen, und doch zerstören wir sie uns oft selbst oder gegenseitig. Oft nicht einmal absichtlich, sondern weil wir körperlichen Trieben, Begierden oder emotionalen Impulsen ausgeliefert sind. Nehmen wir Neid, Hass oder Frust. Ja, das sind Sachen, ja, das sind Freunde von dir. Die kennst du sehr gut. Neid, Hass und Frust. Ja, und du hast auf alle drei keine hohe Toleranz, Rainer. Aber es sind deine stetigen Wegbegleiter, schon immer gewesen. Du hast den anderen schon immer den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt. Du hast alles gehasst, was nicht nach deiner Pfeife tanzen wollte und dir den Arsch ablecken nach Bedarf. Und dass diese Leute so gegen alles waren, was du gemacht hast, hat dich sehr frustriert und nichts davon hast du irgendwie gepackt. Es ist immer in irgendwelchen Brüllheulorgien, in irgendwelchen vollkommenen Meltdowns geendet. Und ich glaube, das wird es auch hier wieder. Meltdown vorprogrammiert. Diese Gefühle führen oft dazu, dass Menschen, die mehr haben, beleidigt, angegriffen oder sogar Schlimmeres erleben, nur weil andere es ihnen nicht gönnen. Oder Eifersucht. Sie sorgt in Beziehungen für Streit und kann sogar Partnerschaften zerstören, die Jahrzehnte gehalten haben. Ja, oder Partnerschaften, die eigentlich gar nicht existiert haben, schon zerstört haben bei dir. Deine Eifersucht. Ey, ich erinnere an das Cola-Bärchen. Ja, lass offene Beziehung machen. Ja, okay, dann gehe ich heute Abend bumsen. Und dann am nächsten Tag, ja, ich weiß nicht, das mit der offenen Beziehung vielleicht doch nicht so ein guter Plan. Nur weil man einem Gefühl wie Lust oder Anziehung nicht widerstehen konnte. Versteht mich nicht falsch. Es gibt auch Menschen, die sich solcher Gefühle bewusst sind und trotzdem nicht einmal versuchen, ihnen zu widerstehen. Aber fragt euch mal, was wäre, wenn es das Gefühl von Eifersucht gar nicht gäbe? Gäbe es dann überhaupt einen Grund für viele dieser Konflikte? Gefühle wie Eifersucht, Wut und der Wunsch nach einem anderen Universum. Ja, das ist keine Ahnung, das ist halt, so funktioniert die Welt nun mal. Das ist halt aber auch sinnvoll, ne? Ist jetzt hochphilosophisch, aber ne, es muss Licht und Dunkel geben, weil es ohne das eine das andere nicht gibt. Ne? Liebe und Eifersucht dingen sich ja auch mehr oder weniger. Und das eine ist nur deswegen special, weil es das andere gibt irgendwie. Ne? Ich für meinen Teil bin ein Mensch, der in seiner Jugend sehr eifersüchtig war. Und das oft sogar völlig grundlos. Ich kenne dieses Gefühl also gut. Auch heute spüre ich hin und wieder Eifersucht, aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, besser damit umzugehen. Natürlich gibt es immer noch Trigger, die mich besonders eifersüchtig machen. Ja, zum Beispiel, wenn du siehst, wie viel Abonnenten und Klicks und dergleichen Ofi auf seinem Kanal hat, ja, dann das triggert dich hart. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch. In den letzten Jahren habe ich begonnen, mich mit polyamoren Lebensmodellen zu beschäftigen. Ich finde das Thema sehr spannend. Eine offene Beziehung ist zwar kompliziert. Glaubt ihr, dass Rainer das gemacht hat als Kompromiss? Dass es ein bisschen ist wie damals in der Metal-Szene. Er hat nirgendwo Anschluss gefunden. Und dann, ja, darf ich vielleicht bei euch mitmachen? So, ich mache auch nicht viel. Ich falle gerade auf, ich will nur irgendwie dabei sein. Ist das dann das polyamore Modell, das er da verfolgt? So, dass er sagt, hey, Frau XY, du musst dich nicht zu 100% auf mich einlassen. So, also, du musst nicht alle Eier in diesen Rainer-Korb legen. Aber vielleicht aus Mitleid mich mitnehmen, so in deine Beziehung. Ich sitze dann im Schrank und hol meinen runter oder so. Keine Ahnung, das fällt euch gar nicht auf. Aber ich denke, dass ich auch damit umgehen kann,
wenn die Voraussetzungen stimmen. Natürlich ist eine offene Beziehung etwas anderes wie eine Polybeziehung, damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Wut und Hass. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wut und Hass. Einige wissen vielleicht schon, dass ich Hass nicht als Emotion sehe. Ja. Das ist gerade vorher noch als Gefühl bezeichnet und dass eine Emotion und ein Gefühl das gleiche sind, aber mei. Sondern eher Die Haut ist ja auch kein Organ und der Himmel ist grün und als einen Zustand, der entsteht, wenn man besonders wütend ist. Ich persönlich kann sagen, ich hasse niemanden. doch, Rainer, du hast mehrfach andere Dinge behauptet. Wen du nicht alles hast, was du nicht. Du hast sehr viele Dinge, Rainer. Es gibt natürlich Menschen, die ich nicht mag. Aber das als Hass zu bezeichnen, Das ist jetzt hier die andere Seite der Lieblingsmedaille. So, ne? Ich habe keinen Lieblings. Ich habe Dinge, die ich mag und Dinge, die ich nicht mag. Und ich habe keine Hassobjekte. Ich habe einfach Dinge, die ich nicht mag und. Ne? wäre übertrieben. Wut dagegen ist eine sehr starke Emotion. Eine, die unser ganzes Leben und sogar unsere Gesundheit beeinflussen kann. Wenn man wütend ist, steigt der Blutdruck, das Herz schlägt schneller, man ist angespannt. Vielleicht habt ihr schon mal von Magengeschwüren gehört, die durch häufige Wut entstehen können. Ja, oder durch Stress oder so. Und keine Ahnung, Rainer. Hast du mal checken lassen in letzter Zeit? Sag mal bitte nicht, dass der echt. Es haben ja einige von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, so, hey, vielleicht hat der in letzter Zeit wirklich eine fiese Diagnose gekriegt. Ja, vielleicht ist der Arzt ja tatsächlich nochmal zurückgekommen, um zu sagen, hier, Wingel, du machst es nicht mehr lang. Und vielleicht ist er deswegen, beschäftigt er sich deswegen so mit dem Leben nach dem Tod. Wenn so, dann, Matti, ich schick dir meine PayPal-Daten, ne? Ich selbst habe damit keine persönlichen Erfahrungen, aber es zeigt, wie stark sich unsere Gefühle auf den Körper auswirken können. Wut ist eine der treibenden Kräfte in dieser Welt und trotzdem völlig sinnlos. Was bringt es mir, wütend zu sein? Ich halte Wut nicht für sinnlos. Ich halte keinerlei Emotionen tatsächlich für sinnlos. Die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass das so ist. Ne? Die Natur hat sich dabei schon was gedacht. Die hat nicht einfach Willy-Nilly irgendwie. Ja? Die Natur hat ein besseres Universum gemacht als du. Das besser nicht hinterfragen, Rainer. Letztlich schadet es mir nur selbst. Andererseits lässt sich Wut natürlich nicht einfach abstellen. Ich weiß das besser als viele andere. Ja. Da hast du mal ein wahres Wort gesprochen. Aber die Sache ist halt die, du willst ja auch deine Wut nicht abstellen. Du steigerst dich ja in diese Ausraster richtig gehend hinein, und zwar, weil du einfach der Meinung bist, wie cool du doch bist, wenn du so ausrastest. Du hast irgendwelche Charaktere in Filmen oder in Videospielen gesehen, die ausgerastet sind, und du fandest das so cool, dass du gedacht hast, das muss ich auch machen. Ein Universum ohne negative Gefühle. Einige haben mich gefragt, wenn es keine negativen Gefühle gibt, gibt es dann auch keine positiven? Ich sehe das ganz anders. Ja, wissen wir schon, dass du das anders siehst. Aber es ist halt so. Ich kann ja, wenn das Negative wird ja am Positiven gemessen und andersrum. Das eine kann ohne das andere nicht existieren, Rainer. Für mich macht das Fehlen negativ. Das ist wie wenn du einen Magnet nimmst, so einen Stangenmagnet hast, und du schneidest den in der Mitte auseinander. Dann hast du wieder zwei Magneten mit einem Plus- und einem Minuspol. Dann hast du zwei kleinere Magneten mit einem Plus- und einem Minuspol. Du hast nicht einen Plus- und einen Minuspol separat da liegen. Es geht nicht. Du brauchst Minus und Plus beides. Das bedingt sich gegenseitig. Gefühle positive. Emotionen nicht weniger wertvoll, im Gegenteil. Liebe ohne Eifersucht ist viel schöner. Freundschaft ohne Neid genauso. Ich muss nicht wütend gewesen sein, um Freude zu empfinden. Gerade bei Freundschaft ohne Neid. Das ist der Punkt.
Freundschaft überschreibt den Neid. Deswegen ist Freundschaft so schön, ne? Dass in einer Situation mit jemandem, den ich nicht mag, wenn es dem besonders gut geht, keine Ahnung, der im Lotto gewinnt und ich hasse den Typen, ja, bin ich neidisch und das ist das Ding. Aber wenn ein guter Freund oder jemand aus meiner Familie dieses Glück erfährt, dann freue ich mich für die Person, ja, und das macht es besonders, weil ich eigentlich bei anderen Leuten da Neid und Missgunst empfinde und mich für diese Leute freuen kann. Das stärkt die Beziehung zwischen den Menschen, Rainer. Ohne das ist es alles wertlos und kannst es in Gully runterspülen wie deine ganze verkorkste Existenz. Wenn ich lache, dann weil ich wirklich glücklich bin, nicht weil ich vorher traurig war. Viele Gefühle stehen nicht zwangsläufig in Abhängigkeit zueinander. Wenn mich jemand berührt und ich will das, dann ist das ein schönes Gefühl. Und wenn ich das nicht möchte und die Person lässt mich in Ruhe, ist das ebenfalls okay. Nee, ist nicht okay, Rainer. Ist nicht okay. Da entsteht kein negatives Gefühl. Ja, das wäre natürlich für dich der Grund, ne? Also, dass du wild Leute anfassen kannst, ohne dass die dir danach negativ gegenüberstehen. Gott bewahre dich, vielleicht noch anzeigen würden. Wichtig ist nur, dass man... Fangen wir doch mal hier die Mary und das Indigo-Bärchen, ob das ein schönes Gefühl ist, ne? offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und genau da liegt ein großes Problem in unserer Welt. Viele Menschen lügen, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie Angst haben. Nein, du lügst, weil du einfach, weil du einfach lügst, weil du Lügenlord bist. Du lügst, um deine eigene erbärmliche Existenz irgendwie interessanter zu gestalten. Du willst vor den Leuten, die dir da zuhören und zuschauen im Internet, willst du wie der große Held dastehen, obwohl du in deinem ganzen Leben noch nichts geleistet hast und absolut nichts Besonderes bist, im Gegenteil. Aber halt solche Menschen wie dich braucht's halt auch. Das ist hier wie mit dem Plus- und Minuspol. Ne? An Deppen wie dir können wir dann wirklich erst den Wert messen von Leuten, die nicht so sind wie du. Angst, abgelehnt zu werden. Angst, verletzlich zu sein. Oder sie erhoffen sich einen Vorteil. Aber wenn man in einer Welt lebt, in der Ehrlichkeit akzeptiert wird, auch mit all ihren Ecken und Kanten, dann braucht man gar nicht mehr zu lügen. Natürlich ist das in dieser Welt kaum möglich, weil es hier eben auch die negativen Gefühle... Oh, doch, Rainer, in dieser Welt ist es auf jeden Fall möglich, weit weniger zu lügen als du. Jeder hat mal irgendwie so eine Notlüge, diese sogenannten White Lies. Ne? Weiß ich nicht, ne? Aber dieses chronische Lügen über alles und jeden, was einem gerade durch den Schädel ballert, ist halt krankhaft. Wie gesagt, irgendwie, wenn du irgendwo zu Gast bist und wirst bekocht und das trifft jetzt mal überhaupt nicht deinen Geschmack und die fragen dich, schmeckt's, dann sagst halt, ja, super ist es, vielen Dank. Aber zu sagen, im Übrigen, ich bin letztes Jahr jetzt nach Japan geflogen und dann bin ich mit dem Schimpansi nach Honolulu gefahren, zum Nintendo-Hauptsitz, ist halt Horseshit, Rainer. Gefühle gibt. Und diese negativen Dinge lassen sich nicht einfach entfernen, denn sie sind, zumindest in unserer Realität, tief verwurzelt und oft sogar überlebenswichtig. Viele Menschen lügen, beugen sich, verstellen sich einfach nur, um zu überleben. Und genau deshalb will ich das in meinem Universum anders machen. In meinem Universum ist das Leben zum Leben da, nicht zum Überleben. Ich glaube, dass es unzählige Universen gibt. In jedem gelten andere Regeln. Und wenn jemand sagt, dein Universum ist nichts für mich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, danke, Rainer. Gnädig. Müssen wir wirklich dankbar sein. Ne, das ist in Ordnung. Wenn du sagst, sie will nicht in sein Universum, dann ist das in Ordnung. Einwandfrei. Du kannst dir dein eigenes erschaffen. So mit Blackjack und Not. So wie ich meines erschaffe. Wie ich bereits früher gesagt habe, glaube ich ohnehin. Obwohl, ich würde natürlich, das Zitat ist ikonisch, aber tatsächlich, ich würde auch Blackjack, ich würde einfach Poker nehmen stattdessen.
dass jeder von uns, wenn auch nur unterbewusst, sein eigenes Universum erschafft. Was ich dabei allerdings für sehr bedenklich halte, ist, wenn jemand bewusst einem anderen Universum beitritt. Denn wie erwähnt, wer in mein Universum eintritt, unterliegt auch dessen Regeln, Regeln, die ich selbst festlege. Eine weitere Frage, die mir oft gestellt wurde, ist: Ob du einen Schuss noch gehört hast? Was haben all die verschiedenen Kreaturen in deinem Universum eigentlich für einen Sinn? Nun, ich mag diese Kreaturen einfach. Ja. Jetzt geht noch mal auf das Bestiarium auf seinem Blog und klickt euch die Eigenschaften von diesen Kreaturen durch und dann beantwortet euch selber mal die Frage, warum er diese Kreaturen so gerne mag. Vielleicht, weil die in gewissen Situationen nicht dazu neigen, Nein zu sagen. Ich finde, sie haben in meinem Universum ein schönes und friedliches Leben verdient. Ein weiterer Grund ist, ich möchte mein Universum bevölkern. Stellt euch mal Folgendes vor. Einer von euch kommt nach seinem Tod in mein Universum, was wie gesagt nur als Seele möglich ist. Dann wird diese Seele als eine der von mir erschaffenen Arten wiedergeboren. Aber du wärst dann nicht der Einzige. Alle anderen Kreaturen haben ebenfalls eine Seele. Du bist also nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Anders gesagt, wenn niemand sich entscheidet, mein Universum zu betreten, wäre es leer, wenn ich keine Wesen erschaffen hätte. Ein Vergleich. Schaut euch... Nein, wir haben das im letzten Ding auch schon gehabt, dein Universum ist ziemlich leer. Die 100 oder so maximal Kreaturen, die du erschaffen, Schrägstrich, bei anderen Leuten geklaut hast, sind bei weitem nicht genug, um ein Universum zu bevölkern. Hast du eine Ahnung, wie viele Spezies auf diesem Planeten alleine, auf diesem einen leben? Es sterben in der Sekunde mehr Spezies aus, als du dafür dein ganzes Universum erschaffen hast. Unser Sonnensystem an. Laut aktuellem Wissensstand gibt es nur auf der Erde Leben. Alle anderen Planeten und Monde scheinen leblos. Unser Planet ist reich an Leben, aber im Vergleich zum gesamten Sonnensystem eigentlich ziemlich leer. Und unsere Galaxie enthält unzählige solcher Systeme. Und das Universum selbst wiederum noch viel, viel mehr Galaxien. Die Größe des Ganzen ist für unseren Verstand kaum fassbar. Und doch scheint es, auf den ersten... Das ist für unseren Verstand schon nicht fassbar und für deinen schon dreimal nicht, Rainer. Blick fast... Du alter 850er, du. Völlig unbelebt. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen noch Leben. Vielleicht ist es weiter als wir. Vielleicht... Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die schreiben Dies sind die Geschichte des Raumschiffs Rudi A4. Diese Geschichten des schwarzen Luhans, der in Ecken des Universums vorgedrungen ist. Wo nie irgendjemand hin will. Auch nicht. Aber ich für meinen Teil wünsche mir ein deutlich bevölkerteres Universum. Und ob... Ja, dann würde ich mal an die Arbeit gehen, Rainer. Hast noch ein paar Milliarden Spezies vor dir, die du noch erschaffen musst. Ob eine Kreatur einen Nutzen hat? Nun, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber der Wille zu leben braucht keinen Nutzen. Leben will leben. Ja, Dönertier, beste Tier, hat den besten Nutzen. Dann züchten. Ja, Dönertiere züchten, dann geht der Dönerpreis vielleicht auch endlich wieder runter. Ganz einfach. Zum Abschluss, ich weiß, das kam jetzt vielleicht etwas abrupt, aber ich würde den Podcast für heute gerne hier beenden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne. Vielleicht mache ich sogar Bonusfolgen. Rainer haben wir wieder Wassertablette genommen und jetzt drückt's auf der Blase, oder? Das ist auch so, er spürt wieder die Kraft in sich. Muss er schnell wieder aufs Klo, bevor er es hinausmacht. Mit meiner eigenen Stimme, in denen ich gezielt auf eure Fragen eingehe. Schaut auch gerne in die Kommentare unter den anderen Podcasts. Für jede Folge, die es verdient, mache ich gerne einen zusätzlichen Teil, falls notwendig. Hier, Folge 4. Glaube und Universum. Das war's. Ich mache kurz Pause, ja, weil ich habe nämlich auch
Ich spüre nämlich auch eine Kraft in mir. Und dann hören wir uns die letzten 7 Minuten von dem Bonusding auch an. Dann sind wir tatsächlich, auf dem Stand der Dinge. Voll aktuell sind wir dann. Haben wir bei mir auf dem Kanal schon länger nicht mehr gehabt. Ne? Wie gesagt, für die Lena Leaks haben wir ein halbes Jahr jetzt gebraucht. Der letzte Block, der wird wohl wahrscheinlich irgendwie Unfinished Tales sein. Aber bis gleich. So, da sind wir wieder. Eine Bonusfolge des Podcasts. There we go. Hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Bonusfolge des Podcasts. Ich möchte zu Beginn 2 Dinge anmerken. Erstens, exakt der Text, den ihr gleich hören werdet, ist so auch im Blog zum Nachlesen verfügbar. Zweitens, eine Sache zum Podcast selbst. Auch wenn das hier eine Bonusfolge ist, möchte ich weiterhin eine KI-Stimme verwenden. Ich fühle mich nach über 15 Jahren des Mobbings und Hates so wohler. Und das ist mir wichtig. Ja, die Opferkarte ausgespielt. Sind die Hater wieder dran schuld? Ja, gut. Dann. Auch das ist Es macht den Inhalt dieser ganzen Scheiße nicht weniger Hanebüchen, aber. ein Grund für das, was ihr gleich hören werdet. Ich habe mich damit unwohl gefühlt, seit das vor einigen Tagen rausgekommen ist, dass ich den Blog und die anderen Seiten habe, wie Podcast X und so weiter, und ich möchte wirklich meine Vergangenheit hinter mir lassen. Ja, Rainer, dann würde ich definitiv aus dem Internet rausbleiben. Ich bin nicht mehr der ich gewesen bin. Doch, Rainer, wir haben das in dem Stream von neulich und in den anderen Folgen von diesem Podcast mitgekriegt. Du bist genau derselbe. Und ich möchte auch nicht wieder zu diesem Menschen werden. Die, welche mich nie gekannt haben, aber immer besser zu wissen schienen, wer ich bin als ich selbst, auch wenn sie eine Lüge lebten, sollen mich nicht wieder zurück in die Finsternis ziehen. Ich sehe... Da ist er wieder, der Pathos, ne? Aber am Anfang habe ich ja erzählt, hier mit dem Pathos, der ist immer ganz, die sollen mich nicht wieder in die Finsternis ziehen. Das im Übrigen, das ist, ne, der sich hier so, diesen hier gegeben hat. Ficken, Bumsen, Blasen. Ne? Immer dran denken. Sehe endlich das Tageslicht, und da will ich bleiben. Der tiefgründige Rainer. Nun genug mit dem Vorgeplänkel, fangen wir an. Wie gesagt, der nun folgende Text steht auch zum Nachlesen im Blog, unter dem auch diese Folge verlinkt wird. Hallo ihr Lieben, es tut mir leid für alle, die sich nun ungerecht behandelt fühlen oder beleidigt sind, aber ich habe beschlossen, einiges zu verändern. Das ist auch der Klassiker. Er ist nicht dasselbe. Er bringt immer noch diese "Es tut mir leid, wie du dich fühlst" Nummern, ne? Es ist. Das war bei den Mods auch so. Wer hat ihm das gesagt? Hey, du sollst dich nicht dafür entschuldigen, wie ich mich fühle, sondern dafür, was du getan hast, Rainer. Erstmal die Erklärung. Mit dem Blog wollte ich meinen Glauben erklären. Ich mache und will das aber auch, ohne auf meine Vergangenheit Rücksicht zu nehmen. Allerdings, auch wenn ich sie hinter mir gelassen habe, lässt mich meine Vergangenheit wohl nicht hinter sich. Nee, Rainer, die klebt er am Arsch. Der Blog wurde von jemandem gefunden und innerhalb einer Stunde wurde ich zugebombt mit Nachrichten, Anfragen, Kommentaren. Ja, Rainer, nicht innerhalb einer Stunde. Die haben diesen Blog schon vor Wochen gefunden. Der ist halt dann erst veröffentlicht worden, der Fund. Und vielem mehr. Jetzt ist es so, dass ich bereits heute Instagram, Pinterest und auch TikTok gelöscht habe. Der Grund dafür war, dass ich das nicht benötige, weil ich ja den Blog, Discord und X Twitter habe. Ja, Twitter, weiß nicht. Also, Tickety Tockety kommt auf jeden Fall wieder. Meine Prediction, weil da Barne müssen her. Ja? Früher oder später müssen wieder Barne her und deswegen wird TikTok wiederkommen. Jedenfalls habe ich mir das gesagt. Dazu kommt ja auch noch, wie ihr wisst, der Podcast. Nun ist es so, dass ich auch den Discord gelöscht habe. Und bevor sich jetzt jemand... Ja, Jokes on you, Rainer, Discord ist schon wieder da, lieber Vergangenheits-Rainer. Diese Discord-Löschung hat ungefähr so lange gedauert wie deine Internetlöschung damals 2000, was war das, 23? Ne? Das war auch so 2 Tage im März. Sorgen macht. Lasst... Nachdem die Hater ihn dazu gemobbt haben, 50 € an irgendein Hospiz zu spenden oder so. Ne?
Mich bitte richtig erklären. Ich werde neben dem, was ich hier als Text poste, das Ganze auch noch als Podcast hochladen. Einfach damit jeder, der keine Lust hat zu lesen, es selbst hören. Alter, jetzt frisst der beißt sich die Schlange wieder in den eigenen Schwanz. Kann. Damit es aber genau passt wieder mit KI. Im Podcast habe ich dazu am Anfang ja bereits meine Meinung gesagt. Zurück zum Thema. Bevor ihr nun Angst habt. Nein, der Podcast X und auch der Blog bleiben bestehen. Boah, Gott sei Dank, das war meine allergrößte Angst, Rainer. Das war meine allergrößte Angst auf diesem Planeten, dass du vielleicht dann doch nur deinen Podcast und deinen Blog und deinen Twitter-Account löschen könntest. Das ist mir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Danke, Rainer. Jetzt kann ich beruhigt in den Rest von dieser Folge gehen. Grund, warum ich die anderen Plattformen gelöscht habe ich euch gesagt. Der Grund, warum ich den Discord gelöscht habe, ist... Weil du immer wie ein trotziges Kleinkind mit null Frustrationstoleranz ausrastest und wild irgendwelche Sachen löscht, wenn mal irgendwo was scheiße läuft. Weil mir klar wurde, dass es sinnlos ist, einen Discord mit Menschen aufzubauen, bei denen, wie ich aus Erfahrung einschätze, mehr als 90% mich haten, triggern und einfach nur nerven wollen. 100% in diesem Fall. In der Vergangenheit waren es vielleicht 1, 2 wirklich komplett die Lulu-Kaschball, die da drauf waren, die dir tatsächlich geholfen haben. Aber in diesem speziellen Fall würde ich mich wetten trauen, 100% der Leute auf diesem Discord wollten dich haten, triggern, farmen, dergleichen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Doch, Rainer, das ist genau der einzige Grund. Mir ist klar geworden, dass der Discord recht sinnlos ist, wenn ich nicht auch in die Sprachkanäle komme. Rainer, die Erkenntnis kommt spät, aber immerhin sie kommt, ne? Weil bei seinen alten Discords schon immer so, da konntest du dann bezahlen dafür, dass du auf diesen Discord kommst. So. Discord nur für Abonnenten. Ne? Und dann haben die Leute da bezahlt, dass sie auf diesen Discord waren, ist er nie aufgetaucht. Es ist sinnlos, wenn es so viele Menschen gibt, die nur Ärger machen wollen. Und es ist sinnlos, wenn meine Vergangenheit, die hinter mir liegt, mich immer wieder auf diese Art einholt. Natürlich könnte ich problemlos ein paar Mods suchen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass es zu viel Arbeit ist, sowohl welche zu finden, als auch für eine Handvoll diese Masse an Menschen zu beaufsichtigen. Ja, noch dazu, dass halt diese Mods einfach in 99% der Fälle auch immer Hater waren. Wenn ich einen Teich habe, in dem nur Forellen sind, dann kann ich da ganz, ganz lange fischen. Ich werde niemals einen Hecht oder einen Karpfen fangen. Das hat ein Vorfall heute gezeigt, bei dem ich alleine war und nur 3 oder 4 Stress gemacht haben. Ich werde nach diesem Post nicht weiter darauf eingehen. Wir werden mit dem Blog weitermachen. Es werden im Podcast Folgen kommen. Es werden Blogposts kommen und hin und wieder auch ein Tweet. Oh yeah, da bin ich gespannt. Aber Rainer, den Schissel, da hast du, glaube ich, jetzt am 1. Mai hochgeladen. Jetzt der 9. Mai. Wie schaut's aus? Also schwer beschäftigt zurzeit wieder, wahrscheinlich. Oder ist er vielleicht, ist er mal wieder im Urlaub? Keine Ahnung, vielleicht diesmal nach Südamerika geflogen oder nach Rom für die Papstwahl oder wo er nicht dieses Mal alles hin ist, der Weltenbummler. Außerdem finde ich es am sinnvollsten, wenn ich nur den Blog und Discord habe, weil das auch sicher ist, was den Jugendschutz angeht. Denn das wird mir derzeit viel vorgeworfen. Weitere Maßnahmen, um Jugendliche vom Blog fernzuhalten, habe ich nicht. Aber es ist besser und sicherer, als wenn ich 5 Webseiten habe, auf die ich achten muss. Ja, Rainer, es wäre halt einfach am allersichersten, wenn du halt einfach gar keine Webseite hättest, auf der du deine kruden Fantasien irgendwie ins Internet pimmelst. Das wäre das Allersicherste. Dann gibt es ja auch keinen Zugriff von niemandem drauf. Ich möchte außerdem nicht wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Das hat er am 1. Mai hochgeladen. Am 1. Mai. Ein paar Tage später streamen er auf dem Discord. Er will nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückverfallen. Ein paar Tage später streamen er auf dem Discord, wird über eine Japanreise gelogen und es wird auch generell gelogen, dass er ins Gym geht und sowas. Nee, aber alte Verhaltensmuster, die kann ich da überhaupt nicht erkennen. Ich bin nicht mehr der ich vor 1 oder 2 Jahren gewesen bin. Ja, du wiederholst dich, ich wiederhole mich auch. Einigen ist das nicht klar, weil sie so engstirnig sind
und ein solch falsches Bild von mir haben, dass sie das auch nie ändern werden. Ein ziemlich korrektes Bild von dir und du beweist es ja auch jedes Mal wieder, wenn du wieder so eine Scheiße ins Internet laderst. Aber ich will hier vor allem Menschen erreichen, die wirklich Interesse an einem spirituellen Weg haben. Menschen, die meinen Glauben an sich selbst verstehen und auch selbst spüren. Ich will keinen Streit, keinen Ärger und keine Bösartigkeit in meinem Leben. Das heißt, du willst eine friedlich zusammenlebende Community aus Narzissten haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Die wirst sicher finden. Magst nicht vielleicht doch noch nach zuverlässigen Mods suchen? Ich glaube, das geht schneller. Das wollte ich nie. Und doch ist mein Leben gezeichnet davon. Doch mich selbst hat das Ganze nie böse werden lassen. Anders als bei anderen, die ich kenne. Ja, ist auch wieder gut und böse. Rainer gut, Hater böse. Rainer macht sein Zeug, die Hater bauen nur Scheiße. Glaube und das Universum, das ich mir damit erschaffe, sind zwei verschiedene Dinge. Dennoch glaube ich viele Dinge, die sich auch in meinem Universum widerspiegeln. Ich verstehe daher gut, dass viele das oft als eine Einheit gesehen haben. Wie im Podcast 4 bereits erwähnt, Wie vor einer halben Stunde von mir bereits erwähnt, hast du gesagt, das Universum existiert, weil du daran glaubst. Mehr Zusammenhang geht nicht. sind mein Glaube und das Universum nicht das gleiche. Ich glaube eine Sache, und mit Hilfe meines Glaubens erschaffe ich mir sozusagen meinen persönlichen Himmel. In meinem Fall gleich ein ganzes Universum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gut erklärt habe, warum ich den Discord gelöscht habe. Nein, aber ist wurscht, Rainer. Aber ich hoffe, ihr versteht es dennoch. Ich hoffe auch, dass ihr weiterhin den Blog verfolgt und auch den Podcast. Ich habe zu schnell zu groß angefangen. Ich will jetzt erst einmal, dass ihr euch mit meinem Glauben Er bleibt noch bei der Universumsidee, gell? Sagt aber im selben Atemzug, ich habe zu schnell zu groß angefangen. Also, wir bleiben auf Universumsskala, ne? Da gehen wir nicht weiter runter. Ah ja, Rainer, vielleicht, ich würde mal ganz, ganz klein anfangen. Die Ernährung so umstellen, dass du wieder einen vernünftigen Stuhlgang hast. So. Und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt auf Universum zu. Ja, man muss ja auch Ziele haben im Leben. Aber das wäre dann schon mal, keine Ahnung. Ja? Erstmal Stuhlgangproblem lösen, dann dafür sorgen, dass man in 3 Jahren noch beide Beine hat. Dann dafür sorgen, dass man vielleicht in 5 Jahren noch nicht den Arsch hochgerissen hat. befassen könnt. Und dann, falls Interesse besteht, mit meinem Ich. Ich muss mir klar darüber werden, wie ich auf dem Blog den Glauben und das Universum korrekt aufteile, sodass leicht und einfach zu erkennen ist, wie es zusammenhängt. Es gab viele Kommentare, egal wo ich war, in denen ich gefragt wurde, warum sollte man deinem Glauben beitreten, wenn man sein eigenes Universum schaffen kann? Oder ähnliche Fragen. Vielen scheint nicht klar zu sein, dass mein Glaube ist. Und mein Universum das ist, was ich mir selbst erschaffe, in dem ich und andere, die das möchten, leben dürfen, wenn wir hier einmal nicht mehr sind. Ja doch, das haben die verstanden, deswegen haben sie dir diese Frage gestellt. Weil das ja die offensichtlich erste Frage ist, die jedem, der nicht komplett kernbehindert ist, in den Kopf kommt. Warum zum Teufel soll ich in dein reidiges Scheißuniversum gehen? Und du wiederholst einfach immer wieder denselben Sermon, aber er bekommt dadurch nicht mehr Bedeutung. Es ist alles wieder Hirnfurz, was du da vom Stapel lässt. Und wie ich in dem Dogma und Manifest, das scheinbar viele gar nicht gelesen haben, bereits erwähnt habe. Ich sage nicht, dass mein Glaube richtig ist. Ich glaube daran und mich beruhigt das. Es ist A richtig und B falsch. Außerdem hat er gar keinen Glauben. Das ist es, worum es bei Glaube und Religion gehen sollte. Aber ich schweife wieder ab und will doch eigentlich zum Punkt kommen. Von nun an gibt es also, zumindest erst einmal, den Blog, den Podcast und X. Das reicht für den Anfang aus. Falls sich für meinen Glauben in den nächsten Jahren wirklich Menschen finden und man sozusagen eine kleine Gemeinde gründet, kann man über weiteres reden und nachdenken. Ja. Wayne, Rainer. Aber das, falls es überhaupt so weit kommt, dann erst wieder in ein paar Jahren.
Liebe, Grüße, Rainer Winkler. Aus diesen paar Jahren sind ein paar Tage geworden, bis dann der Discord wieder online war und dann was dann passiert ist, habt ihr in meinen letzten Videos gesehen und gehört. Na gut, Freunde, 1 Stunde, 5 Minuten, das geht. Ich hätte gedacht, dass wir länger brauchen. Ja, dann gibt es heute ein bisschen kürzere Folge. Die letzten waren immer so 1,20, 1,25 lang. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen lachen können. Und ey, wir hören uns spätestens, wenn der nächste Podcast-Dreck von ihm hochgeladen wird. Und ansonsten, sagt bei Serial auf dem Kanal, mit Serial auf meinem Kanal. Ich habe da ein paar Sachen in der Pipeline und ansonsten zwischendurch wird vielleicht einfach mal wieder abgerantet. Genau. In diesem Sinn, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende für den Fall, dass ich das heute noch hochladen kann, die Nummer hier. Und Medal off.